Krieg bleibt immer gleich. Somit grüß dich zurück zu Fallout 4. Wie du siehst, wir räumen hier gerade noch mal schnell auf, bevor wir das nächste produktive Ding erledigen. Das heißt, mit unseren neuen Siedlern zu reden. Genau, wir werden die Siedler interviewen und werden dafür sorgen, dass sie eine relativ glückliche Zukunft hier im Vault haben. Gell? Mal kurz, da kann man nichts machen. Ich nehme da jetzt nur ein bisschen was mit, weil Material werden wir noch immer brauchen. Weil wir werden, wenn wir dann später in Fahaba ankommen, das hoffe ich, Fahaba wird noch ein bisschen dauern. Genau. Wie lange? Weiß ich nicht, das darfst du mich nicht fragen. Wir sind ja noch nicht einmal im Institut gewesen. Ja, genau. Alter, diese Reise, die ist schon so lang. Naja, lassen wir das Thema. Aber was so ist. Eins vorweg, ich habe jetzt ungefähr, ich glaube, müssten schon ich glaube so circa 3 Wochen habe ich kein Fallout 4 mehr gespielt. Genau. In dieser Zeit, ich weiß nicht, bis wann dieses Video kommen wird, bin ich da gerade im Urlaub, das kann ich dir alles nicht sagen. Was ich aber gespielt habe, ist ziemlich viel Mass Effect. Wenn dieses Video kommt, habe ich bereits mit Mass Effect 2 begonnen und prügel mich dort gerade mit Commander Shepard durch. Genau. Gegen die Kollektoren. Ja. Aber warum ich hier keine Tür eingebaut habe, das wissen nur Affen. Ja. Ach, ich sage es dir. Und, wie geht's dir so? Ha? Ich hoffe gut. Außer du schaust einen alten Trottel zu wie mir, der nicht weiß, wo er dir hingebaut hat. Ja. Ist eher ein bisschen sehr traurig, die ganze Geschichte. Naja. Ich wollte doch nur zu den armen kleinen Siedlern. Ja, dann müssen wir es so machen. Hilft nix. Ada, wo bist denn? Wo ist denn der Scheiß? Ist der Scheiß da herin? Ja, da ist der Scheiß, den wir brauchen, tun, wollen, müssen, haben. Genau. Ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Wie du vielleicht das letzte Mal gemerkt hast, wenn du das gesehen hast, dieses komische, was ich da vorgehabt habe, mit diesem Schmarrn, mir ist dieses System hier mit diesem komischen Vault-Bausystem nicht ganz geheuer. Und ich weiß auch nicht mehr, welchen Dachstuhl ich hier hatte. Oder welchen Stuhlgang. War er weich, war er hart, war er flüssig? Man weiß es nicht genau zu diesem Zeitpunkt. Man könnte doch hier, wenn sich's ausgeht, eine Tür reindonnern. Schwierig. Wie du siehst, Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen im Leben, die man treffen sollte. Genau. Und vor allem sollte man sich Gedanken machen darüber, was als nächstes kommen könnte. Genau. Ist halt nur doof. Weißt du was? Ich lasse es dabei. Weil wir müssen den Schmarrn, ja, hey Ada, wir müssen den Schmarrn. Na, eine andere Idee. Blub! Ich hab da andere Idee. Nur, was ich mir da gedacht hab, das verstehe ich auch nicht. Wenn wir das kleiner machen, wie viel Strom haben wir denn jetzt? Energie 350 noch immer. Toll!
Wenn wir jetzt aber hergehen, jetzt stell dir mal rein theoretisch vor, wir gehen her. Funktioniert das überhaupt? Oh, das funktioniert. Na schau. Es ist ja Wahnsinn, du. Na schau. Plopp. Sehr schön. Ich habe aber keine Ahnung, warum wir noch immer so viel Energie haben. Ich weiß aber nur, hier herunten ist es finster wie in einem Bärenarsch. Das kann ich jetzt halt auch versprechen und sagen. Warte mal kurz in... Wir werden mal in das obere Stockwerk gucken. Mhm. Ach du Scheiße. Na holla, die Waldfee. Ja. Ob ich jetzt den Vault komplett fertig aufbaue, mit allen Schikanen, allen Drum und Dran, das kann ich da ehrlich gesagt nicht versprechen. So, die Siedler wollen ja ein schönes Leben haben, gell? Und natürlich, was tut man nicht alles für seine Siedler, gell, damit es denen gut geht? Da opfert man doch glatt alles, auch sein letztes Hemd. So. Oh, ja, das passt. Das können wir so durchgelassen. Und das Bauamt wird sicher sagen, Herr so und so, Sie haben da was gebaut und das ist halt immer so eine Sache mit dem Bauen, gell? Warte mal kurz, wenn wir das jetzt so machen. Naja, 100 Wasserkunst, ha? Naja. Ja, ich glaube, das können wir so lassen, erst. Ähm. einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ganz frisch. Vielleicht erzähle ich euch irgendwann einmal, was es mit dem ganz frisch auf sich hat. Das war eine recht lustige Geschichte. So, das ist bei mir und meiner Freundin mittlerweile ein Running Gag geworden. Ganz frisch. Es trug sich zu Ende April. Genau. Der 28. war der Freitag. Da sind wir ausgefahren Richtung Belgien. Am 29. war dann das Rennen. Und wie wir am 28. ausgefahren sind, da sind wir schon um, ich glaube, 7 in der Früh, sind wir schon weggefahren in Leoben Richtung Belgien. Na gut. Und dann haben wir halt Hunger gekriegt. Weil klar, wenn's dann einen Tag 10 Stunden unterwegs bist, gell, ja, an dem Tag, da war ich dann schon ein bisschen angefressen, aber dazu später mehr. Jetzt, da kommt, wir haben dann Hunger gekriegt, da war's, boah, irgendwas zwischen 12 und 2. Und da waren wir in Bayern, unterwegs, genau. Und da sind wir an der, ich weiß jetzt nicht, wie hatten die Autobahn geheißen? A3? Ich glaube, die A3 ist das, wenn du vor Österreich, Salzburg, umfährst Richtung Grenz, dann kommt der Grenzübergang und dann fährst die A3 weiter Richtung Frankfurt. Da kommt dann irgendwo in Bayern, hast du dann die Raststation Rosenhof. Ne? Und da sind wir dann essen gegangen. War recht gut und alles, gell? Und dann stand dort an der Theke eine
schon ältere Dame, ein bisschen fester im, in ihrem Sein, ganz eine sympathische ältere Frau. Und ich weiß nicht, ob die Menüs gekocht hat, das kann ich da nicht sagen. Und jedes Mal, da haben wir uns dann halt was ausgesucht und dann bei jedem Satz, wirklich, da ist dann um die Auswahl des Tagesmenüs gegangen, ist die Frau hergegangen und hat gesagt, ja, sie empfiehlt das Tagesmenü, ganz frisch. Ähm, Sie wird das nicht empfehlen, weil das Tagesmenü ist nämlich ganz frisch. Und das Ganze haben wir dann beim Heimfahren 4 Tage später, am 1. wieder in Bayern erlebt. Meine und ich haben uns ja schon gar nicht mehr da halten mögen, weil die Dame nämlich auch anderen Kunden dasselbe aufgeratschelt hat. Ja, ganz frisch. Ganz frisch. Das ist, was das so. Die hat das schon fast so gesagt, du musst es jetzt nehmen, weil das eben ganz frisch ist. Daher das ganz frisch, ja genau. Aber ich muss da ehrlich gesagt gestehen, weil mich ja Erfurter Freunde angeschrieben haben, ich Idiot habe ja vor Belgien, vor der WEC, unbeabsichtigterweise, so dumm wie ich bin, ja die Fotos und Videos des Rennens der 6 Stunden der WEC gelöscht vor der Kamera. Ich weiß nicht, warum ich da so doof war, aber das bin halt typisch ich. Aber ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, wir haben gewohnt in Robertville. Das ist ein Kretzel, also ein Gebiet. Robertville, Stavelot, Spa, Malmedy und die Strecken halt. Das ist ein Kretzel dort. Und das ist im Umkreis von 20 Kilometer. Ja, genau. Aber eins kann ich da versprechen, oder eins kann ich da jetzt schon sagen. Eins kann ich da versprechen. Ähm, es ist eine Reise wert. Also ehrlich gesagt, Spa-Francorchamps ist eine Reise wert. Ich mein, gut, mein Parkplatz, vom Parkplatz weg, ich bin gestanden, und zwar waren es die Kemmelgrade, du hast jetzt der Start und Ziel, dann ist ja die Rechtskurven, die Lasurs, und dann geht's die kurze Gerade auf Richtung Eau Rouge und dann Kerzenpfeiferl grad die Kemmelgrade bis zur Schikane durch runter. Dort oben, hinter der Schikane, war dann der Parkplatz und von dort bis runter zum Fahrerlager bin ich glaube, knappe 40 Minuten zu Fuß gegangen. Ja, bin ich dort unten schon mal angekommen. Meine Raucherlungen, die hat mir angehust, gell? Aber ich gesagt, das kannst du fast, das muss man selber erlebt haben. Das hilft nichts, wenn ich dir da jetzt was einblend vom Rennen. Man, das Rennen war ja absolut scheißgeil. Das Rennen war ja absolut scheißgeil. Warte mal kurz, ich huck mir mal da kurz her, mal schauen, wie das auf der Brahmin Couch kommt. Hä? Ey, du sollst nicht aufstehen, du sollst du sitzen bleiben, Dirndl. Mein Gott, na. Ah, so ein sturer Wedel. Genau, genau. Und auf jeden Fall, wie gesagt, und auch so, die Belgier, die haben, wie soll ich sagen, das ist eine Mischung, das kannst du fast nicht beschreiben. Ja, auf der einen Seite, mein gut, der Österreicher ist vom Charakter her ein bisschen ein Suderer und ein Jammerer, ne? Aber die Belgier, die jammern auch. Aber ehrlich gesagt, wenn du dorthin fährst, mach dir mal sicher drauf gefasst, Französisch ist das Hauptaugenmerk der Belgier. Obwohl sie eigentlich 5 Sprachen haben. Deutsch, Belgisch, Englisch, Französisch und Flämisch. Das ist so niederländische Richtung, holländische Richtung, die Sprache, ne? Na, und auf jeden Fall, ähm, das Hotel am Robert Will, ich glaube, Robert Will hat der See geheißen. See, Robert Will oder so irgendwie. Ich bin in Französisch leider eine Niete, gell. Ich hab mir müssen im Hotel, weil ich sonst außerhalb keinen Empfang gehabt auf dem Handy, ich hab mir müssen irgendeine App overladen, Deutsch-Französisch für Anfänger. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ich hab mir gedacht, wir haben 300.
Energie 350, du Saugurken. Da müssen wir das anders machen. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann Belgien eigentlich von meinem ersten Eindruck kann ich nur Belgien empfehlen. Also wirklich, wer sich mal was Schönes anschauen will, was mich beim Rausfahren, also von Leoben weg Richtung Belgien, also ich hab die Reise eigentlich, ja, Deutschland bis Frankfurt war mir eigentlich ein Begriff auf der A3. Nur an dem Tag, wo ich mit meiner Freundin ausgefahren bin, hatten wir mehrere Probleme. Ähm, ich reg mir seitdem ich durch Deutschland gefahren bin, eigentlich in Österreich über keine einzige Baustelle mehr auf. Aber das, was ich in Deutschland gesehen habe, da in dieser Ecke, na eigentlich die komplette A3. Ich weiß nicht, wie viele Baustellenkilometer, das müssen knappe 100 gewesen sein, knappe 100 Baustellenkilometer, was ich da erleben hab dürfen. Das Beste war sowieso, das hab ich noch gar nicht erzählt, gell? Hab mir extra für die Reise ein neues Navigationsgerät gekauft, gell? Dann haben wir gedacht, weißt du was, das nehmen wir, das gebe ich ein, die Adresse vom Hotel und pipapo und bla bla bla. Und in Bayern hat er das schon angefangen mit den Baustellen. Das hat sich dann bis Rheinland-Pfalz, na, das hat sich zart bis, warte mal, dieses Eck, ich glaube, was war denn das? Frankfurt, Wiesbaden? Ich glaube, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz ist das. Bitte korrigier mich, wenn du in der Gegend wohnst, falls du auf diesen Kanal durch Zufall kommst. Du hast zuerst Frankfurt, dann hast du Wiesbaden und dann Mainz, oder war das umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe mich einmal daran erinnern können, in Frankfurt hast du ja, wenn du die A3 durch runterfährst, ähm, von der Zeit her wäre es sich sehr ausgegangen. Aber ich habe an diesem Tag, mein gut, ich habe mich verfahren auch, muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen, da erzähl ich auch gleich warum. Ich habe das noch nie gesehen. Du kommst Richtung Frankfurt und dann hast du links und rechts nur Betonbunker aufbaut, Betongebäude, Parkgaragen, Übergänge, Bibabom, bla bla bla. Ein riesengroßes Glas Gebäude der Lufthansa. Das war, wie soll ich das sagen? Ähm, und dann hast du, wenn du da durchgefahren bist, durch, durch diesen Dschungel an Gebäuden und Flughafendingen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren. Und rechts ober uns haben sie dann die Flieger schon auf die Landebahn begeben. Weißt du, wie das spektakulär ausgeschaut hat? Na, und auf jeden Fall, ich hab mir dann verfahren. Mhm. Es war zweimal was angeschrieben. Und ich, Depp, hab vergessen umzuschalten. Wir in Österreich haben wir die Straßenbeschilderung so, dass wenn du ein Straßenschild hast, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, nehmen wir her St. Michael, 2 Kilometer, dann steht bei der Ausfahrt auch noch St. Michael weg. In Deutschland hingegen, so was ich jetzt in Bayern erfahren habe, oder wie es jetzt ich aus Bayern kennengelernt habe, hast du die Orte, die Schüler mit der Ortsbezeichnung, die Kilometer. Und dann steht Ausfahrt. Klein kenne ich nicht umgeschalten. Und in Frankfurt gab es von der dreispurigen oder von der vierspurigen, was das dort hinten ist, gab es zwei Straßen. Das ist dann in eine zweispurige Straße. Rechts die Brücke rauf oder sowas. Rechts runter oder links über die Brücke. Ich hätte müssen zuerst mich rechts halten Richtung Belgien. Ja, ich bin links abgefahren. Ich schwöre dir, unseren Spielraum in der Zeit, den wir gehabt haben beim Ausfahren, von knapp 4 Stunden bis zum Eintreffen ins Hotel, den habe ich
bis auf 20 Minuten komplett aufgeraucht an diesem Tag. Ich war dann irgendwann einmal schon so zornig. Und dann haben wir uns noch verfahren, dann sind wir noch im Stau gestanden, weil es einen Unfall gegeben hat. Ich hab nur mehr Rettungsgassen gesehen. Rettungsgassen, Rettungsgassen. Ich war dann schon so zornig. Meine, die ist eigentlich, meine ist es, wie soll ich sagen, meine bringt nichts aus der Ruhe für normal. Die braucht lang. Die war nämlich dann auch schon sauer. Und dann hast du dort draußen keinen Empfang gehabt. Ich habe auf mein Handy keinen Empfang gehabt. Kein Netz, ich habe mich nirgends einloggen können. Wir sind gestanden, wenn ich mich nicht irre, unter Koblenz. Ich glaube, Richtung Koblenz sind wir gefahren. Bitte korrigier mich. Ja. Und dann hat mein Navi nichts mehr angezeigt, weil es vom letzten Standort, wo wir gestanden sind, vor Frankfurt, kein Internet mehr gefunden hat. Das Navi hat über 2 Stunden keinen Scheiß an, wie heißt's, Empfang gefunden. Ich war am Verzweifeln. Ich war schon so zornig. Und dann hast du alle 30, und dann hast du alle 300 Meter Baustelle. Und nix geht weiter. Und nix geht weiter. Das war ein Horror. Dann haben wir noch probiert anzurufen. Ihm hat, wenn wir die Nummer ausgesucht haben, meine hat dann durch puren Zufall einen Empfang gehabt. Wie wir von Koblenz Richtung Frankfurt zurück und dann auf die E42 oder E41, E42, so irgendwas, Richtung Rheinland-Pfalz und dann Richtung Belgien. Ich sag dir was, dieser Tag, den werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Es Heimfahren ohne Probleme. Da waren wir sogar, inklusive Essen, waren wir sogar noch schneller. Wir haben beim Ausfahren braucht knappe 12 Stunden, na mehr. Um 7 Uhr sind wir weggefahren, in der Früh. Ja, knappe 11 Stunden haben wir braucht. Ich habe das ganze Zeitkontinuum von 4 Stunden, was ich vorberechnet gehabt habe, oder 3 Stunden, was war den Zeitraum, den habe ich komplett aufgeraucht gehabt. Ich habe mich über 50 Kilometer verfahren. Ja, war mir unbekannt, ne? Nur das Baustellenchaos in Deutschland, das werde ich so schnell nicht vergessen. Ah ja, ich hab vergessen zum Erzählen, beim Heimfahren haben wir doch auch Schwierigkeit gehabt. Mhm. Plötzlich war die A3 aus. Mhm. Plötzlich stand ich vor einer abgesperrten, von einer Baustelle gepflügten, oder wie sagt man, von einer Baustellen geplagten A3 Richtung Frankfurt. Toll. Und dann stehst du da als Österreicher und denkst dir einfach nur, scheißen, wo muss ich jetzt hin? Gut. Meine war ja so schlau und hat Google Maps gehabt. Ja, für ihren Handy, was wenigstens da zu dem Zeitpunkt gegangen ist. Ihr ist es ja auch nicht so blendend gegangen. Aber ist ja wurscht. Ähm, Dann hat zu meiner gesagt, weißt du was, ich suche uns einen Weg. Das kann nicht sein, dass da nirgendwo ein Umleitungsschild ist. Dann haben wir müssen einen Umweg suchen. Ich das erste Mal in mein Leben von der A3 Richtung Wiesbaden rein. Ich hab keinen Dutten Blasen, ich hab keinen scheiß Deit oder keine Ahnung gehabt, was Wiesbaden ist. Im Gedanken bin ich, ja, im Gedanken haben wir einfach gedacht, weißt du was, da ist die Absperrung. Wir müssen uns so in Stuttgart halten, dass wir auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann wieder rauskommen. Ja, das hat ja dann zum Glück funktioniert, ne? Aber das Ausfahren Richtung Belgien, das war der absolut scheiße Lute Horror. Ja klar, ich mein, wenn's das Österreicher wegfährst Richtung Belgien und dann treffen mehrere höhere gewalttätige Tage ein. Es war
ein langes Wochenende. Es war der Freitag. Die Leute sind von der Arbeit, vom Einkaufen etc. sind alle heimgefahren. Und. An dem Tag ist so viel zusammengetroffen. Und ich hab immer geglaubt, bei uns in Wien zum Beispiel ist es eine Katastrophe. Aber ich reg mir über die Tangenten sicher nicht mehr auf. Also das, was ich an dem Tag in Deutschland erlebt habe, habe ich so in Österreich noch nicht erlebt. Ah, so, nur über einen Scheiß quasselt. Ich plane schon den nächsten Ausflug. Ich hab zu meiner gesagt, wenn wir daheim gefahren sind, weißt du was? Brücke soll angeblich sehr schön sein. Sind ja nur 13 Stunden von der weg. Aber das können wir machen, das können wir gerne machen, ist ja kein Problem, ne? Ja, gemacht haben wir heute noch nichts da in Fallout 4. Hauptsache, hier habe ich jetzt die Geschichten da erzählt. Na, wie gesagt, Belgien ist ein extremst schönes Land. Was mich aber auch fasziniert, war Rheinland-Pfalz. Ich mein, ich habe nicht viel gesehen von Rheinland-Pfalz. Eigentlich nur das Stück, was da ich weiß jetzt nicht, wie heißt denn das? Nordrhein-Westfalen? Bayern? Nordrhein-Westfalen? Ich frage mich bitte nicht, ich kenne die Bundesländer nur sehr schlecht. Aber das letzte Stück, was wir dann durch Rheinland-Pfalz durchgefahren sind Richtung Belgien, also das hat mir irrsinnig gut gefallen. Das hat mir so erinnert ein bisschen an die Untersteiermark da bei uns. So ein bisschen Flachland, dass das so eine kleine Hügellandschaft. Alles grün, schöne kleine Wälder und die Rapsfelder überall, die Sonnenblumenfelder überall. Also das hat mir schon gefallen. Und dann war's relativ schön warm, gell? Oder beziehungsweise die Sonne hat gescheint, strahlend blauer Himmel. Weil in Bayern bis in die Mitten, bis Frankfurt hat's eh nur geregnet. Oder war's eh nur bewölkt und regnerisch und sonstigen Müll, den's da eh nicht vorstellen hast können. Aber so, na ja gut, dafür hat's ja ins Spa geregnet. Mhm. Gut, weißt du was? Wir belassen jetzt da die kleine Aufnahme einmal. Wir starten dann in der nächsten Aufnahme. Warte mal kurz, ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Ja. Wir starten in der nächsten Aufnahme neu durch und dann machen wir endlich das Interview mit unseren komischen Siedlern, die sich hier in diesem Vault 88 eine schöne Zukunft vorstellen können, gell? Und ja, warte mal kurz, was kann man denn da? Totem. SOE-Pack, was war denn das? Das war das. Ah, aha. Das lässt sich da gar nicht bauen. Ja, schauen wir mal. Gehst du zu auch? Naja, Ada, du kannst das. Du bist ein richtiger Torwart. Aus! Intelligenzerhöhung zugefügt. Bockgeil. Also es ist also es ist unser Schnapsdrossel da noch immer schlauer wie ich selber. Cool. Also die Frau wird noch Intelligenzbestie. Wahnsinn. Die wird da wahrscheinlich bald einmal Dings furzen können.
an Macbeth. So, warte mal ganz kurz. Na. Da kriegst du sonst irgendwas. Möbel. Ja, aber die Möbel wüsst ihr nicht, gell? Tische. Aufseher, Schreibtisch. Ja, weißt du was? Wir werden uns da was einfallen lassen später, beziehungsweise wir werden ein bisschen länger da bleiben müssen in diesem Wald. Und es wird noch ein paar Episoden Hit sein, das Ganze. Siehst du, da sind sogar schon die Melonen verwelkt. Na super, jetzt haben wir es beieinander. Gut, also, wir werden jetzt das Ganze da unterbrechen. In der nächsten Episode werden wir dann wieder uns den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Das heißt, wir werden uns einen Wald aufbauen. Ha, ha, ha. Ja, die wichtigsten Dinge im Leben halt, ne? Was das ist. Kurz einen Blick, haben wir da irgendwas? Nö. Ich schaue nur gerade, vielleicht haben wir irgendwo Dinge, die uns Erfahrungspunkte bringen. Weil jetzt in der heutigen Episode ist ja nichts gegangen. Oh mein Gott. Warte mal. Inventar, Kleidung, Hilfsmittel. Wo war denn der T jetzt da? Mal schauen, ob wir unseren Charakter fürs nächste Mal noch schlauer machen können, als was er schon ist. Aber der stört mich da. Ich glaube, das passt dann schon mal, gell? Ja. Na gut. Also, wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, führe Interviews mit Neuankömmlingen. Genau, Menschen, die das Projekt Vault 88 mit unterstützen möchten, auf ihre eigene Art und Weise. Genau, unser Charakter sitzt jetzt genau so deppert, dass wir das nicht machen können. Gut, ähm, na komm, Kruzifix. Schau, jetzt Kruzifix, weißt du was, leck mich doch am Arschmädel. Bis zum nächsten Mal. Baba.